Welkom til Typ Senja. Ich heute jeden Einzelnen welkom. Wir freuen uns, wie als Band, freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast, um einfach mit uns Typ zu singen, eine Predigt unterhören, eine Geschichte unterhören und einfach Gott nur durch Herne zu lehren. Ich lade ihn an, mit uns Typ zu singen. Für mein Leben, das mein
Tja, als sie waren da mit einer Geschichte, nach Fremd waren, da ich jemand eine vertellen darf. Wir haben an diesem Ferien Leute so wunderbar von diesem Schöpfer gesungen, der alles hält. Der hält die, mich, der hält die ganze Welt. Und du will ich uns von der mit mir von vertellen. Ich habe einen ganz kurzen Psalm, den ersten Teil, wo ich von der mit jedem lesen will, in Plattdeutsch. Der erste gleich war den utwendig habe, ein sehr bekannter Psalm, Psalm 23. Der Herr ist mein Hort. Ein von Davids seine Psalmen. Der Herr ist mein Hort. Mir wird dort an nichts fehlen. Er bringt mich auf die grüne Welt und lässt mich befrischt Wasser reven. Er gibt meine Säule nie Kraft. Er lädt mich auf die rechte Weg, um sein Nume sein Halbe. Was du einmal für von der? Kennst du diesen Herrn, diesen Hirte, diesen Hort? Kennst du den persönlich all? Hast du mal darüber nur gedacht, wer dort ist? Wer hält die? Hier sagt er ganz klar, der Herr, der ist mein Hort, mein Hirte. Das Hirte, der macht eine ganz enge Beziehung mit die Hand. Der macht jeder Tag für die Sorge. Wenn wir einmal kort betrachten, was Schub sind, was Eigenschaften für Schub sind, dort sind schüchterne Tiere. Der Grülle sieht so ehrlich. Der mochte diesen Kontakt, der mochte diese Nähe mit dem Hirte immer weiter erleben. In Schub sind wieder auch Tiere, die Tieren aus Gruppe exoterp sind. Wenn die allein exo sind, das geht dann euch schein. Der Grülle sieht so ehrlich. Das Haar, was mein Hirte will sein, der hat die ganze Welt gemerkt. Wenn wir einmal im Weltall hätten, all die Stierens, der Sonne, der Mond. Aber auch, wenn wir auf Erde hätten, die Tiere, die Planten, das alles hat diese wunderbar gemerkt. Und wie, ich, du, wie dürfen sie in der Schub sein? Das ist so herrlich. Dann sagt er wieder, mir wird das an rein nichts fehlen. Das sage ich nicht, dass ich alles kriege, was mir jankert. Wenn's, wie Menschen uns für Sachen, und Herr meint, wie das erste war doch nicht das Beste was für uns. Ein Hirte damals, David wie auch ein Hirte, der sagt immer das Beste für seine Schub. Der kümmert sich um den. Die öffnen das ganz Beste, fördert das Beste Wutter, was er hatte. Also Gott, Jesus, der versorgt die auch mal das ganz Beste, was für die das Beste ist. Vielleicht verstehst du nicht alles, was du erlebst. Aber er meint das Geld mit dir. Er bringt mir auf die reine Welt. Ferke dann, wenn der Schubpflicht eine Fernsehkarte Welt hatte, und wollte es hätte, dann sagt der Hirte, war das nächste Schmacke vielleicht. Also er kümmert sich darum, dort dann, dass er am Ferien falsch sieht, dann wird dort an nichts fehlen. Und Kreuze, sagt das Hirte, jeder Tag, für die und auch für mich. Wieder sagt dort, an das Wutter. Schub, wenn diese so Schachter sind, der wurde leider ein grieset Puddelsdränke, ein grieset Wutter, aus wie einen riechenden Bach, ich würde Sippe gönnen. Da wenn wir das für den Hirte sehr wichtig, dass er ruhige Platz erfängt. Ruhig rennet Wutter, wo der Schub kann Schmack Wutter zu sich nehmen, dass dort nicht grieset Wutter wird. Und während sie das deuten, fällt sie sich ganz die Barriere wie dem Hirte. Das ist eine Sache, was ich mache, dass die dort liest. Wenn wir ganz dicht bei Jesus sind, durch haben wir zurückkommen, durch haben wir ruhig werden, bloß ein Arm. Heu gibt meine Säule nie Kraft. Heu lädt mich auf die rechte Weg, um sie nur sein Halbe. Wenn ein Schub, der deutet ja öfter, der meiste Schub hat eine Wall, und wenn dann so manchem Struck oder manche Steine anfallen, er war liegen bleibt, muss das jämmerlich ankommen. Wenn es der Wall, der wird so schwer, der Schub kann nicht sich selbst abstoßen. Der Hirte geht hin und sagt dort, der geht, wo ist mein Schub, was du fehlt? Wenn
alle nee, die vielleicht daar hadden, wat het aan je schroep. Dat ding je zeker. En zo, geloof ik dat die en mij dat ook maar allemaal. We haben auch unseren einen Welle und wir gehen, vielleicht sagt wir uns nicht reine Welt, unsere Meinung, wir gehen weg von Jesus. Und Jesus hat immer weiter uns sagen. Wir brauchen am bloß zu antworten, uns bloß Fingerlote von ihm. Und er lädt uns dann weiter ab sein Scheinen weg. Also nochmal ganz kort, treibt ihr Fuß, dich bei Jesus, du Chavi, sag ja seine, dich bei Jesus, du Chavi, terugkomen. En Jesus, tweedens, der macht eine Beziehung, der macht, dass du sein Schubje bist. Der macht, dass du immer wieder bei ihm bist und das Leben mit ihm united ist. Ich möchte noch mit dir beten. Danke, lieber Jesus, dass du der beste Hirte bist. Du sagst ganz klar, deine Schub, der Heere, deine Stimme. Halt doch, dass wir immer wieder persönlich haben, stel worden voor die terugkomen en hartje wat du ons te zeggen hast en dat we immer wieder gunstig bij die en die jeen wil kunnen zijn. Bitte zijn dat jeder kent en bewaart. En den groten naam. Amen. Wer sieht, dass der Gott ist, ihn sich besorgt haben mich. Wir verlangen doch kein Armee und heuhaft Leid für mich. Heuhaft Leid für mich. In diesem Frieden, da ist wirklich Frieden. Ich sehe Gott sinken, ja sinken. Der Heiland hat mir gerat, ich sehe es gebracht.
Zoals we gezongen haben, du hast eine Wohnung für dich und für mich, wo Jesus al voor viele Jahre terug als handgereist met de verheitung dat hij woningen voorbereiden voor ons, wo hij ons nu wel metnemen kan. Ik mocht van jou met die type een beetje nadenken over de woord uit 1 Petrus kapitel 1, ab vers 13, wanneer du die Bibel aan hand hast, wo ik die aanlade, die op te slaan. In 1 Petrus kapitel 1, ab vers 13, wo wir mal wel een beetje type de durchgehen. Aber euer möchte ich einmal dafür beten, dass Gott uns dort wiesen kann, was in seinem Hort ist. Dankeschön vor dem Himmel, sage ich dir, dass Jesus Christus, dass du so gut zu uns bist und immer weiter unheulend zu uns redest. Du wachst, du wirst weiterkommen, dass immer mehr Menschen noch sollen zu der Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Und so bitte ich dich auch, Herr, dass du in diesem Moment musst, dass deinen Heiligen Geist wirken und uns evaluieren von dem, was du uns von der mitteilen musst, was du uns von der lehren musst in deinem Wort, was für uns persönlich ist. Ich bitte dich, Herr, für die, die dein Wort hier waren. Of dat nu zijn sind, die met dem Bewusstsein leven dat bij die eine Wohnung für uns reit ist. Oder of dat zijn sind, die dat noch gar nicht weiter, die dat noch gar nicht angenommen hat. Ich bete auch für die, die dat hier und dat noch nicht angenommen hat. Musst du evaluieren von Sinn, von Gerecht und von Gerechtigkeit. Dass sie zu Buße kommen können, die Erkenntnis von der Sinn, zu der Bekenntnis und zum Glauben an die. Herr, lass dein Wort in unsere Worte rechtlich regieren. In Jesus seinen Namen. Amen. Der Vers 13 sagt in 1. Petrus Kapitel 1, da werden merkt je Worte frei von alles, was je hängen können, sieht denk je klar. En recht je hoopning op de genodengave die je kriegen worden wanneer Jesus Christus komt. Hier wordt einmal bij aanhuilen, wo hij zegt, merkt je Worte frei. Vielleicht fragt sich einer oder der andere, was kann das uit sein? Was kann mit dit gemeint sein, merkt je Worte frei? Dat wir alte Jesus in der Zeit in Kampf, als Jesus die Wahrheit verkündigt hat, die Wahrheit lehren hat und die Menschen davon evaluieren will, dass sie Befreiung brauchten. Vielleicht lebe ich von was soll wie frei worden. Jesus sagte den Juden, die an arm geleefden, in Johannes Kapitel 8, Vers 31, wenn je bij de Wort blijven, wat ik je geleerd heb, dann sind je wahrhaftig meine Jünger. Dann wollt je weten wat Wahrheit ist. Und die Wahrheit, die wird je frei machen. In dit geval aan gar nicht so, dass Jesus so klar und direkt entredet hat, und dass er an als versklavte Menschen sagt. Zij zeiden hem, wir stammen von Abraham her und sind niemals an wem versklavt gewesen. Wie kannst du sagen, je zal frei gemacht worden? Jesus sagte an, ich sage Ihnen die Wahrheit, wer du sündigt, ist an den Sinn versklavt. Ein Sklav, der bleibt nicht ewig im Haus. Der Sehen aber bleibt ewig. Du wehen, wenn der Sehen jünd frei macht, sind die wirklich frei. Diese Freiheit ist Jesus gekommen, uns zu bringen. Und dort, wo Petrus von redet, wenn er sagt, macht jene Horte frei. Frei von jünd selbst. Frei von all dem, was jünd hindert daran,
Jesus Christus werkelijk nu te vallen met vrome harte en arm te dienen. Frei von all dem, wat Stolpersteine in unserem Weg sind. Wie viel Möglichkeiten können das sein? Eine zum Beispiel fährt er da an, sieht im Denken klar. Vielleicht fragt sich dann einer oder andere, was hat uns Verstand mit unserem Hort zu tun? Wieso, wenn mein Hort soll frei sein, wieso soll ich danach klar sein im Denken? Jesus formuliert das so. Weil es uit dem Hort, da kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Hurerei, Stehlen, falsche Zeichnis en gottlose Rede. En dit is wat den Mensch aanmerkt. Daher is ons Hort met ons Verstand sehr eng verbunden. Wir sehen mal vor langer Zeit ein Missionar, ich nahm ihm dort aus dem Witz auf, er braucht nicht einen Schlips, weil das symbolisiert am Tag klar, dass an das Verstand vom Hort Tränen deut. Wir fragen uns erst über die Realität. Wie wollen wir Christ leben vom Hort her, aber nicht vom Verstand her? Und Paulus sagt, wir sollen mit dem Verstand und auch mit dem Hort Gott leben. Gott deine. Nur da kommen. So, wir sind Verstand, wir sind auch Hort. Wir haben hier Pfeile. Wir haben aber auch Verständnis. So, wenn uit dem Hort die schlechte Gedanken kommen, die führen uns zu der Tod. Und Paulus sagt dat so in Römer Kapitel 12, Vers 2, und stellt je nicht so an, als diese Welt tät. Je zullen durch je Hort, nee, durch jene Gesinnung. Durch jene Gesinnung soll je verändert worden. Warum? Wenn unsere Gesinnung verändert wird uns Wandel verändert. Dann wird uns Handeln verändert. Dann werden wir andere Menschen. Aber wenn uit dem Hort die schlechte Gedanken kommen, dann ist das wichtig, dass wir uns Hort reinigen. Damit gute Gedanken kommen können. Wenn uns Hort rein ist, dann können nicht gute Gedanken kommen. Weil es uit eine bessere Qual kommt normal nicht solches Wasser. Da kommt dann auch besseres Wasser uit. Und das ist die Wichtigkeit, dass uns Hort rein ist, damit wir reine Gedanken kriegen können. Und damit wir Christus ähnlicher werden können. Wie kann das uit sein? Paulus sagt dort der Fall in 2. Korinther Kapitel 10, Vers 6 bis 4. Dort Gemeinschaft, dort wie zum Kampf verbrücken, dort stammt nicht von dieser Welt. Dort stammt von Gott und deswegen hat dort eine Gotteskraft in sich. Das ist für eine Realität, die wir weit unterschätzen. Was tun wir? Und warum tun wir? Und wann wir was tun? Was geläuft wir dort für einen Zweck zu haben? Das Gerätschaft, was Gott uns vermittelt, das ist Kraft geladen. Nicht von uns selbst. Nicht mit unserer eigenen Kraft. Sondern mit Gott seine Kraft. Damit das sinnhaft und damit das wirken kann. Und dort kann jästliche Denken, dort falsch und sehr fast ist, zu nichts merken. Das ist das Gerätschaft, was Gott uns zur Verfügung stellt. Mit dort, was Gott uns zum Kämpfen bereitstellt, merken wir alle Gedanken zu nichts. Und alles, was hoch und fromm uitlaat, aber uns hindert, Gott immer besser kennenzulernen. Wir nehmen alle Gedanken fast, dass der Christus gehorchen macht. Wir fragen uns, wo wir von unseren Gedanken gelehrt, wohin wir gar nicht hin wollen. Luther hat das mal so formuliert. Du kannst das nicht verhindern, dass ein Vrouwenlever die einen Kopf flecht. Aber du kannst das verhindern, dass du ein Nast büht. So ist das mit unseren Gedanken auch. Wir können die Gedanken wohl nicht verhindern, dass die kommen.
Aber wie können das verhindern, dass die an uns een Nast buurden? Dat die aanvangen Kontrolle over ons leven te nemen en ons bestemmen. Dat is wat de Bibel ons leert. De gedanken die in ons dan komen, die zijn wie verantwoordelijk om je controle te nemen. Als Gottes Kinder, als Kinder Gottes, hebben we de uitvordering over onze gedankenwelt te herrschen. En niet dat onze gedankenwelt over ons herrschen wird. Wir haben die Abgabe und die Verantwortung. Petrus sagte uns, riemt je Hort uit, reinigt dat. En hij sagt ook, check dan nur, dat je in Gedanken in Ordnung sind. Und dann sagt hij, recht je Hoffnung op de Gnoden go. Wer kann sich raden? Sei ja wahrscheinlich China. Wer sich mit sich selbst raden will, Römer 3,23 sagt, du hast kein Unterschied. Alla moet wie ans Hort rennen. Alla moet wie onze Gedankenwelt rennen. Alla zijn wie abgefordert, onze Hoffnung op de Genoten gut te zetten. Du hast kein Unterschied. Keiner ist besser dran als der andere. Alle Mann haft gesündigt und kämpft durante kort, wat hij bij Gott zenden soll. Gott hat Erwartungen an uns. Und keiner von uns ist imstande, dort zu erreichen, Gott seine Erwartungen an sich in zufriedenzustellen. Schenkt Gott an der Rechtfertigung uit Genot, durch die Radung, die in Christus Jesus ist. Die Radung kommt voll und ganz durch Gott seine Genot, die er in Jesus Christus verwerklicht hat. In dem Teil sagt Petrus uns in Vers 14, dem gehorcht, dem Gott, dem gehorcht nicht, weil die seine Kinder sind. Und lot je nicht weiter los, lot je nicht von der Last mitrieten, woran je leefde, euer je beter wiste. Wer dort keine geleerd hat, der hat eine grotere Verantwortung. Je mehr wie heute, und je beter wie heute, umso größer wird unsere Verantwortung. Die Bibel sagt, wer da weit Geld zu tun und der dort nicht, für den ist das eine Sinn. Weil der dort all wisst und doch nicht getan hat. Und wie leicht ist dort, in dieser Welt irgendwas anzufangen. Aber wie schwer ist das, was darfst du viel? Was darfst du hören? Und so ist das mit dem Kind Gottes worden, in Sinne und Bliebe. Wir leben in dieser Welt, solange wir sterben, dann wird Jesus uns was holen kommen. Während der Zeit, wo wir immer weiter gepflegt wurden, teruggetrokken zu worden in onze eigen lezen. Ik glaube, wir haben allemaal op een uitgefahrenen Weg gefahren. En sperren we dat immer terugriepen wel. En als het raad immer waren nanrieten wel en de duip aangefahren niet lezen. En dat zegt de Bibel ons, loot dat niet. Loot dat niet. Weet dat u hast Greidschaft van Gott anvertraut gekregen, dat eine Kraft in sich hat, zu kämpfen. Nicht bloß Rampeschlone aus einer, die nicht weit. Dergelijke. Aber so als der Heilige, sagt hier in Vers 15, ist, so als der Heilig ist, der Jünd abgenommen hat, soll je auch in all jene Wege heilig sein. Weil dort steht geschrieben, ich sie heilig, und du wegen soll je heilig sein. Dit ist der Maßstab Gottes. Dit sind die Erwartungen, die an die und an mich hat. Heilig sein. Geheiligt. Aufgesondert, verarmt, zu leben.
Und die Heiligkeit ist für Gott ein sehr wichtiges Thema. Von Anfang der Bibel bis ganz zu Ende. Heu schwingt sich mit nichts an. In der Bibel sagt in Hebräer Kapitel 12, Vers 14, dat alles, was die kennen, mit allen Menschen in Frieden zu leben, und streeft nur der Heiligung. Warum sagt ihr das? Weil sagt da hingeran, woran China den Herrn seine Wort. Nicht du und nicht ich. Wenn wir nicht ans Heilige luten, ist das für uns eine abhängige Sache, Gott irgendwann zu sein. Das sagt die Bibel uns. Wer nicht heilig ist, wird das nicht sein können. Dann fragen wir uns vielleicht, so als die Jünger damals, als Jesus an das Beispiel vertalt, dann sieht, das ist ziemlich komplizierter für einen richtigen Mensch im Gottesreich zu kommen, als für einen Kamel, der ein Lochchen von einer Notel. Ne? Dann sagen die Jünger, wer wird da nach dem Himmelreich kommen? So, hier fragen wir uns vielleicht auch noch, wer wird Gott dann irgendwann sein? Wer wird imstande sein, das Ideal Gottes zu erreichen? China. Mit Jesus. Hebräer 2, Vers 11 sagt Jesus, der du heiligt. Und der Mensch, der geheiligt wird, stammen alle beide vom selbst Vater. Ist das nicht eine gute Nachricht? Jesus, der die heilige det, der mich heilige det, und ich, der geheiligt wird, du, der geheiligt wirst, wir stammen alle beide vom selbst Vater, nämlich Gott. Gott hat uns gemerkt. Und er ist uns Vater. Und Jesus ist der Sohn Gottes. Du wen sagt Hebräer, so aus der uns heilig merkt. Und der heilig gemerkt wird. Denn selbst den Vater taub hat. Und durch wen schämt Jesus sich nicht, sagt er, an Brüder zu nennen. Du und ich wurde von Jesus aus seine Geschwister hier sein. Seine Brüder. Und er sagt, ich will meine Brüder mit denen Namen bekannt machen. Und mitten in der Gemeinde, die singen und loben. Wieder sagt er, und wo mein Vertrauen ab die hat. Und noch wieder sagt er hier sie ich in die Kinder, die Gott mir geschenkt hat. Ist das nicht eine gute Teil? Wenn Jesus selbst sagt, ohne sich zu schämen, mit all das Mist, was du und ich immer war dabei, und er sagt, Vater, hier sie ich, mit meinen Kindern, die du mir gegeben hast. Du hast vielleicht viel Mist gebüht, aber er schämt sich nicht mit dir. Nicht, wenn du die Arme bekannst. Und gerade so, als die Kinder Fleisch und Blut haben, hat er dort auch für sich angenommen. Es kriegt so Fleisch und Blut geworden als du und ich. Durch seinen Tod will er durch den bösen Feind kraftlos machen, dort was dann die Gewalt über den Tod hat. Und damit macht er die frei, die Leben lang und Todesfurcht versklavt wird. Die und mich. Ohne Jesus sind wir lebenslang und die Todesfurcht versklavt. Und das, was Jesus sagt in Johannes, die Wahrheit wird jünd frei machen. Deswegen muss er in alles so worden als seine Brüder. Dort er für an in seinen Dienst für Gott
ein treuer en erbarmender Hohepriester zijn kunnen en de Sünde van de mensen wegnemen. Wils hij selbst geleden heeft en verzacht worden is, kan hij die helpen, die verzacht worden. Al dat wat we van jou daar kunnen, al die mogelijkheden die ons te verzekeren, is voor hem niet niet. Als hij daar gegaan en is zelfs verzacht worden, omdat hij ons verstaan kan. Wat voor een warmhartige boodschap heeft de schrijver hier abschrijven laten voor ons, die ons dat vermittelt, dat Jesus Christus, der selbst uit de heiligheid Gottes komt, der selbst heilig über alles ist, darauf gekommen ist, Fleisch und Blut geworden. Waarom? Dat hij een treuer, erbarmender Hohepriester zijn kan voor die en voor mij. Dat is dat hij met gevoel heeft. Dat hij met die met kunnen kan. Dat hij met die met lieden kan. We herinneren ons aan die geschichten als de Amos gingen nur den dat Jezus abgestoßen ist. Toen ging Jezus met aan met. Zo twee als zij wieren, zo frustreerd als zij wieren, kon Jezus met aan met kunnen. Op den weg. Hij kon met aan met vuilen. Hij kon in ihre Schuld stoppen. Doet is hij raufgekommen. Om ons not te komen en zijn Hohepriesteramt. We zijn van der uitgevorderd. Onze Jehenwoord bewust zo te leven dat hij met de toekomst en de eeuwigheid te vereinbaren is. Dat is vielleicht een compliceerde uitvordering voor velen. Dat wat we van jou doen, dat heeft zijn valje voor de eeuwigheid. En Petrus zegt dat zo. En denk daarom, wanneer je dem als Vader aanbeden, dat je beim Rechte mal kein Unterschied merken wordt. En voor iedereen dat rechte oordeel hebben wordt. Dan bewijst eerfurcht voor hem. Zolang als je hier im Elend leven. En vergelijkte dat wat komt, is dat wat we van jou leven, en zien eeuwen een elende wereld. Die dies daar uitzet, die niet in de toekomst heeft. Ohne Christus als Rader. Dat wat we van jou doen, God als Vader aanbeden. Met dem bewustzijn zo in ere te huilen, dat dat in de eeuwigheid aan te nemen is. God, wat die en mij irgendwann voor hem rechterstellen werden. En hij wordt ohne Unterschied. Ohne of ik blijven, er gele, er bruine, er zwarte eeuwen gehad. Of ik een wit hutje, er een donker hutje. Ohne Unterschied. Allem te rekenen tragen. Zodat soll uns nicht Angst merken. Dat soll uns auch nicht Sorge vorbereiten. Dat soll uns euer anspornen, von dir in Ehrfurcht voor hem te leven. Alles wat ik doe, alles wat ik denk, en wanneer in meinem hart Gedanken aankomen, die in meinem Verstand huizen willen, die am nicht ihre, geriep die, en Jesus zijn noemen leidde te zijn feit. Die autoriteit, dat Gereitschaft heeft God ons vermitteld. En dat kracht van zijn kracht, Gottes kracht, geloden. Die uitvordering, die hebben we immer weiter. Dag voor dag, hoe hij ons de gelegenheid geeft, ehrfürchtig voor hem te leven.
Wie veel passiert das in unserem Leben, das gehen das? Die Anbetung an unserem Gott und Vater verbindet uns in unser Gehenwort mit der Ewigkeit. Dort wird wir von dir tun, so tun, dort mit der Ewigkeit te vereinbaren wird. Da übereinstimmt. Wieder sagt Petrus im Vers 18, Gott hat den Preis geholt. Jünd van de duidje wij rof te raden. Van al die uitgevorne gläser ruit te nemen. En op nieuwe weg te vieren, op nieuwe gläser te vieren. Dat je van jene ver andere met je arven had. En je weet dat wir nicht mit selber oder Geld passiert. Dort wird dann vergehen irgendwann. Aber in diesem Fall ist das nicht so. Aber er betont dort verjüngt mit Christus sein Blut und Leben. Dort Gottes Lamm. Und dort keine Sünde oder eingeschickt wird. Dort Gott dort gewählt hat, euer der Welt den Grund, euer der Welt den Grund legt. Aber es am Jünd halve, nu in der letzten Zeit, mit am Ferndag gekommen. En dat is ook waarom je vertrouwen in God zou te kennen. Dat Jezus van dood opwek en zijn grote herrlichheid geeft, zodat je geloven en ook je hoopning in God is. Wils je aan de waarheid huilen en je zuilen durch den Geest en de wahre Bruderleib gereinigt hebben, seht jünd einander wirklich vom Horte Geld. Dort nie Leben, dat je nu hebben, dat heb je niet van je ouderen gekregen. Dat leven wat je van je ouderen gekregen hebt, dat vergeet. Dit nieuwe leven, wat eeuwig blijven, wils dat komt van Christus, der God zijn eeuwig levendig Wort. Dit Wort blijft für immer. Sein Wort. Und wir sind von der an einer Zeit wahrscheinlich mehr als euer in unserer Generation, wo das immer neuer wird für uns, dass wir fester in seinem Wort waren. Dass wir sein Wort erforschen. Dass wir in seinem Wort sehen, was er uns lehren will. Und dass uns die Wale, die auf uns zukommen, nicht Hand und Herr schmiedig haben. Warum? Weil wir in seiner Wahrheit verankert sind. Weil unsere Werte in seinem Wort verankert sind. Was er gesagt hat, wird niemals wer war da sprechen kann. Wie wunderbar ist Gott. Er betont Schuld mit Unschuld. Schuld mit Nicht-Schuld. Und so aus den Verhäutungen angetroffen sind, dass Gott seinen Radar schenken wird für den Menschen und dass er für den Sinn sterben wird und dass er abstoßen wird, damit die Menschen, die dort annehmen, auch mit am Tag abstoßen können. So aus dort passiert ist. So sicher, tja wie unsere Hoffnung, ob die Genoden sagte, der Herr uns wird wiese, wann Christus wird weiterkommen. Die Hoffnung bleibt für uns auch. Aber er hat uns das versprochen. Dass die Arm hier von dir bekennen wurde. Die wird er nur hier für den himmlischen Vater bekennen. Und er wird sagen, hier, sie ich mit mir nicht hier. Für den Vater. Bist du auch einer von diesen? Dankeschön, Jesus, dass du so großartig barmherzig bist. Du hast deine Herrlichkeit verloren und bist hier auf diese Erde gekommen. Du hast alle Gelde beim Vater trägelassen, am Rauf zu kommen und die von einem zu merken, so als wir sind.
uns zu segnen. So geht heute, ich wirst du zu uns und beste von dir noch. Dankeschön sage ich dir dafür. Herr, ich bete für all die diese Botschaft hören und die noch nicht angenommen haben. Musst du wieder anladen, dass sie für die eine Entscheidung treffen können. Von der was noch steht. Auf Maria ist, weit wie nicht. Danke, Herr, dass du gekommen bist und die mit uns identifizierst und dass du die nicht schämst, uns deine Brüder zu nennen. Wann wir die auch sehr viele andere sind. Verjäft die uns, Herr. Und lass, dass wir immer weiter trainen, die kommen können. Dass wir immer weiter in die verfestigt worden können. Und dass wir immer die Privatle in die Wahrheit schlungen können. Und dass die Wahrheit Dollar und Dollar in uns Fleisch worden macht. Und dass wir von uns selbst frei worden können. Omdat wir für die leben können. In Jesus in Namen. Amen. In Ehrfurcht stehe ich vor dem, der die ganze Welt gemerkt hat, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Du bist great, Gott. Dankeschön. Wer wie am Anfang durch, wer hat den Edbol gemerkt, wer sieht denn dort was Licht, das scheint als es sei. Wer sieht Abraham gehen, ja vom fremden Land. Wer sieht Moses, du stehst auf heilig Land. Du bist der Einzige, was das Leben merkt. Du bist mein Herr. Jesus, du bist mein Herr. Du bist kein als es du. Du bist das Leben. Du bist kein als es du. Du bist der Anfang und das Ende. Du bist kein als es du. Du bist allmächtig und groß. Wie bete die Hand, wie erhebe deinen Namen. Halleluja. Halleluja. Wie bete die Hand. Halleluja. Wie bete die Hand. Der Kranke gesund, dann drückst du an sie Sinn. Das Leben hab ich